und herzlich willkommen zu einer weiteren und wahrscheinlich voraussichtlich mal letzten Folge hier bei Mario Kart Double Dash direkt ab dem Gamecube abgespielt und darum halt auch eher in schlechterer Qualität, aber das erwähne ich ja eigentlich fast jedes Mal und wir sind immer noch auf 100 Kubik dran, darum sage ich voraussichtlich letzte Folge, weil wie soll ich das sagen? Wenn ein paar neue Kommis schreiben, dass da vielleicht noch möchte sehen auf 150 Kubik, dann wird man vielleicht das Ganze mal noch überlegen und auch antun. Ich weiss auch, wenn wir da alle 4 Cups mal auf Gold erledigt haben, dann müssen wir theoretisch mal noch alle 4x4, also 16 Strecken am Stück fahren. Werden wir aber ganz sicher nicht machen. Wenn dann eben höchstens mal noch das Ganze auf 150 probieren. Also, dann wir mal starten da. Den Start haben wir mal verpasst, aber wir haben uns auch mal nicht verbremst. Das ist eine von einer... Da weiss ich jetzt gar nicht, das ist eine von den längeren Strecken und darum dürfen wir da auch nur 2 Runden fahren. Jetzt mal ein Schwein kann, dass der Donkey Banane an uns vorbeigeschmissen hat. Ja, und was soll ich eigentlich noch sagen? Eben, schreibt doch mal in die Kommis, was ihr davon haltet, lasst ein Like oder ein Abo da. Auch wenn das Ganze schlechte Qualität ist, ich weiss, ich bin Hobby-Let's Player, ich will kein Geld machen damit, das soll ein Hobby sein. Und ich bin schon froh, wenn ich ein bisschen Spass dabei habe, wenn ich das Ganze am Spielen bin. Und da habe ich jetzt da mit Mario Kart ganz sicher und ich glaube, das eine oder das andere Mario Kart wird irgendwann in Zukunft noch folgen. Also lasst euch da sicher überraschen. Ich bin wenn ihr vielleicht den Kanal ein bisschen mal analysiert habt, bin ich ein ziemlich grosser Racer-Fan. Ich spiele noch gerne Fun Racer, ich spiele aber auch gerne andere Racer-Spiele. Und ja. Ihr habt natürlich Nintendo-Konsole, da habt ihr sicher auch schon festgestellt. Das muss ich auch nicht noch separat erwähnen. Wirklich Geld. Ja, rede ist schwer. Wieso eben, dass ich kein Geld mache? Ich habe den Kanal nicht monetarisiert. Ich möchte auch das ganze Zeug mit den Lizenzen möglichst irgendwie umgehen. Wenn es halt Lizenzverstöße gibt, ja, dann ist es halt so. Das war jetzt ein bisschen doof gewesen. Dann ist es halt so, wenn ich Lizenzverstöße habe. Der Urheberrechtsverstöße. Spezials mittlerweile. Ich habe natürlich auch schon bekommen, mit dem Level mittlerweile halt auch schon, aber wie gesagt, es juckt mich oder es stört mich eigentlich nicht, weil ich wirklich das Ganze nur als Hobby mache. Ich weiss, dass ich da fast jedem Video, am Anfang zumindest jedem Video und mittlerweile halt jeden 3., 4. Video mal erwähne, aber ich denke, das sollte auch mal gesagt sein zwischendurch. Das letzte Mal noch geschaut vom Mario Kart 8 oder Mario Kart 8 Deluxe. Gibt es eigentlich auch nicht wirklich ein Let's Play, wo man einfach mal alles durchgespielt hat auf Schweizerdeutsch oder auf Mundart. Daher, nein, das war jetzt schlecht gewesen. Ich habe gehofft, dass ich die Rot noch mitnehme, aber dem war nicht so. Einen schönen Vorsprung, wenn wir jetzt um 150 gefahren wären, dann wären wir jetzt auf dem 3. Platz oder so wahrscheinlich. Größter Wahrscheinlichkeit. Daher, also zum Thema Retro ist es durchaus denkbar, dass ich wahrscheinlich selbst gleich mal noch mache. Halt auch mal noch mache. Weil dann könnt ihr auch wenigstens mal das neuere Aufnahmegerät wieder mal brauchen, weil ich glaube die letzten Aufnahmen, die ich gemacht habe, sind alle da von meinem schwächeren.
Aber ich möchte natürlich auch mal noch andere Konsolen vorstellen oder Spiele davon bringen zumindest. Und ja, ich glaube PlayStation, erst PlayStation 2 mit dem SSX Tricky. Und dort gibt es doch auch noch das ein oder das andere gute Spiel für PlayStation 1. Ich hoffe, ich finde Zeit, dass ich dort mal ein oder das andere Spiel mal auch noch bringen kann. Und das ist ganz eine coole Strecke, finde ich. Das ist jetzt eine der wenigen Strecken, die mir eigentlich wirklich gefällt. Wo aber, ich glaube, auch nie ein anderes Mario-Spiel vorkommt. Mal in der Wii-Version gibt es. Ich glaube, in der Wii-Version gibt es das Level auch. Ich bin jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Ich will jetzt auch nicht das alles erzählen. Und ich glaube. Natürlich auch eben das neue Mario Kart oder das Mario Kart auf der Wii gewöhnt, wo man, wenn man über die Schanze fährt oder so, einen Zusatzboost kann holen, wenn man springt. Das hat doch da im Double Dash auch nicht gegeben. Weil das Ganze oder auch nicht ein Drift, also es ist ein Driften, aber es ist mehr ein Einrutschen in Kurven und bei den anderen Mario Kart ist es mehr ein bisschen Reinhüpfen und Reinsliden, Reinrutschen in die Kurven. Da die Brücke, die kenne ich noch von früher, die habe ich gar nicht mögen, weil da bin ich meistens in Werbekreid. Ich glaube vor allem mit 150 Kubik. Wie vorher schon angesprochen, wenn ihr da mal möchtet sehen, schreiben Sie kommentieren. Früher oder später wird es kommen, auch wenn ich nicht fleissig spiele mit den Videos, aber ich bin jetzt da im 2. Jahr mittlerweile und habe es gleich zumindest mal geschafft, dass alle Woche ja mal ein Video ist und mehrheitlich natürlich auch am Sonntag. Ich glaube einmal Spaß gewesen, das Video erst am Montag ist. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm gewesen, finde ich jetzt. Und wir wären in der letzten Runde mit einem schönen Vorsprung. Und ich habe eigentlich schon Angst gehabt, weil ich jetzt wieder eine größere Pause gemacht habe in der Aufnahme, dass dann das Ganze ziemlich schlecht könnte oder wird rauskommen. Aber ist gleich ein bisschen etwas hängen geblieben bei den Probefahrten von den letzten paar Cups. Jetzt sind wir in der letzten Runde und dann wird das Ganze da auf der zweiten Strecke auch schon ziemlich souverän ausgesehen. Außer wir schiessen uns jetzt da noch selber runter. Haben wir ja auch schon öfters mal geschafft mit einem Mario Kart Spiel. Aber das ist gut gekommen. Da können wir jetzt mal die Rangliste noch anschauen und schauen auf wer, dass wir ein bisschen sollten achten. Also das Prinzessinnen-Team und Yoshi-Team sind uns am nächsten, aber wir haben solide, schöne 6 Punkte Vorsprung. Also wenn wir es in den nächsten Bahnen komplett vergeigen, dann sollte das gut aussehen. Und da ist Bowser's Festung. Das ist auch noch recht coole Bahn, finde ich. Eigentlich die meisten Bahnen, die ich eher besser finde. Da im letzten Cup dabei. Und jetzt sind wir gerade mal Take auch geschafft, gerade zweimal den Gegner abgeschossen. Da
ist die Strecke, aber wenigstens werden diese Kurven hier mit dem Pfeil überall an der Wand schön vorausgesagt, wenn man ein bisschen vorausschauen tut fahren. Ist die Strecke eigentlich auch nicht so schwer. Das Team Yoshi ist uns auf der Ferse wie Prinzessinnen auch, eigentlich die uns in der Rangliste als am nächsten sind. Yoshi ist jetzt gerade stehen geblieben, der ist irgendwie getroffen worden. Ist aber immer noch auf dem 3. Platz. Bei uns entgegenkommen die auch zu früh gefreut, episch, ich würde sagen, und dann fliegen wir doch gerade mal in die Lava rein und Yoshi ist schon da und Prinzessinnen-Team auch. Ein Fehler und wir sind schon wieder mittendrin im Podestfight. Obwohl eigentlich der Vorsprung recht solide ausgesehen hat. Aber wir haben ja noch mal eine Runde zum Fahren. Aber wir sollten uns möglichst in der letzten Runde nicht so einen Fehler erlauben. Haufen Kurven viel früher andriften. Wenn man die Strecken ein bisschen besser rein hat. Jetzt habe ich nur eine Angst, fast noch, wenn ich da das Fahrverhalten auf Double Dash wieder rein habe, dann bin ich wahrscheinlich auf der anderen Mario Pass wieder ein bisschen schlechter, weil ich mich an das gewöhnt habe. Vielleicht. Punktzahl können wir da schön ausbauen. Wir haben mal 8 Punkte Vorsprung. Also das heisst, wir sollten schauen, dass wir sicher Vierter werden, dann müsste das Ganze gut aussehen und wir hätten zumindest im letzten Cup, der letzten Rennserie oder im letzten Cup einmal noch die Chance, um die 40 Punkte zu erreichen. Und da kommt natürlich genau der Rainbow Boulevard, also die Rainbow Road halt, wie in Mario Kart üblich als letzte Strecke, und die habe ich auch nicht so gute Erinnerungen. Da muss ich jetzt halt auch die erste Runde mal über mich angehen zuerst, dann hoffe ich, dass ich den Streckenverlauf halbwegs wieder rein habe. Windshield. Oh, genau da mit denen.
Driften da auf den Turbostreifen, da habe ich nie mögen. Ja, das Schild ist jetzt auch vorbei. Schade. Schön gesehen vorbeihüpfen. Prinzessinnen-Team da und die hat eine Banane. Also sollten wir schauen, dass wir nicht direkt hinter ihr fahren. Sonst können sie uns natürlich die Banane vor unser Gefährt anrühren, was nicht so gut wäre. Team Yoshi ist direkt hinter uns. Und wir haben noch eine ganze Runde zum Fahren. Ja, Rainbow Roads sind auch eher immer ein bisschen länger gewesen. Ich muss aber sagen, auch zugeben, das ist jetzt eine von diesen Rainbow Roads, die mir nicht wirklich so gut gefallen hat. Ich finde jetzt die zum Beispiel von Mario Kart DS viel besser. Mario Kart DS finde ich eins von den sicher besten 3 Mario Kart, die es gegeben hat, von diesen 8 mittlerweile. Weil mir die Zusatzmissionen, die es gegeben hat, auf dem DS noch ganz gut gefallen. Und das darf ich jetzt auch ganz gut erzählen, weil auf dem DS kann ich keine Let's Plays aufnehmen, für da fehlt mir das Gerät. Und ich habe auch in näherer Zukunft überhaupt nicht vor, zu mir so ein Aufnahmegerät kaufen. Darum wird dort mit größter Wahrscheinlichkeit in ein Let's Play kommen und ich darf ich auch gerne was sagen. Ich sehe, das wird ziemlich gut aus. Möchte ich dazugeben. Gut, da hätte jetzt nicht unbedingt müssen sein, aber es lange trotzdem noch. Den wie angesprochen, hätten wir es den Vergleich noch geschafft in der letzten Rennserie gleich mal noch 40 Punkte zu erreichen. Ich glaube, die Siegerzeremonie habe ich in der letzten Folge komplett laufen lassen. Also die Siegerehrung. Man könnte ja da sonst auch noch mal rasch laufen lassen. Vielen Dank, sind ihr dabei gewesen, vielen Dank, dass ihr da geschaut habt. Eben, wie gesagt, ich bin froh, auch Likes und Abos, auch wenn es mir kein Geld bringt, aber als Motivationsspritze nehme ich so Zeug natürlich auch immer gern wahr. Ich meine, da hätte jeder gerne, wenn er auf seinen Kanal geht und sieht, dass er ein paar Aufrufe mehr hat oder ein Abo auf der Seite. Da muss man einfach ehrlich sein und schreibt doch in die
was ihr so gerne als nächstes hättet oder wo ihr so gerne mal noch ein Let's Play würdet sehen. Bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer da wäre es dann gewesen. Und ich glaube Credits habe ich beim 64 gar noch laufen lassen. Ich glaube, die können wir da auch noch rasch laufen lassen. Da gibt es wahrscheinlich noch wieder Urheberrechtsverletzung, weil dann auf Musik drin ist und die Musikmelodien dann erkannt werden. Aber eben wie gesagt, da ist ja ziemlich egal. Ich weiss, ich habe in dieser Folge etwa einmal wiederholt, aber dafür habe ich auch etwa einmal mehr geredet, wieder etwa an einer älteren Folge. Und da bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, dass ihr da dabei gewesen. Freut euch auf das, was als nächstes kommt und man hört sich.